Ekran! Hij tranen je nicht ab, aus warnen war. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met junt as Eduard Giesbrecht. Welkom, lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag hier waren bij ons dabei bent. En vandaag je dat wieder van mijn spelen ik. Van dat wat we feit moet ontvangen te reden, Rosie. En dankzij Rosie dat u fresh bent en rijp bent over dit wieder te reden. Zo wil je dat vandaag ongeveer wieder entlang. Ja, wie wäre beim Spiel, was du mir wisst, wenn ich in dem Nennchen da. Und da kann ich bloß dort sein, was für meine Augen ist. Zoals ik dat verstoor, dat is al dat buiten je, ja? Dort, buiten hier. Dat is de Charpa. Dat is wat we feit moet horen. En wo gaan we dan vandaag wieder? Wir müssen wirklich davon ausgehen, wessen Eigentum sind wir. Und da habe ich auch im Fernprogramm darüber geredet, dass wir Gottes Eigentum sind. Weil es Hij an sich geschaffen hat. Wir sind nicht irgendwie von der Oper gekommen oder überhaupt, dass die Welt uns irgendwie geschaffen hat. Wir sind Eigentum Gottes. Und wir wären dabei, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes wären. Und wir haben gesehen, dass, wenn wir ein Tempel sind, dort ist ein Gebiet, dort ist ein Haus. Und dort hat so verschiedene Häuser gibt. Dort gibt es rode und blaue, und zoals wir im Ferienprogramm geredet haben. So, jeder nur seinen Geschmack. Von da wollen wir ein bisschen wiedergehen und wir wollen diesen Tempel nennen gehen. Wir wollen mal sehen, wo das Beine aussieht. Und da waren wir staunen, dass das Beine manchmal ganz anders aussieht, als es von Buiten aussieht. Want je hebt gehiezen wat van buiten smaak zijn. Ja. Yes, nein, vertrouwd en Ja. juries en alles. Aber dann gibt es auch die Häuser, die nicht mal so Geschmack sein, gut sein. Und wenn wir dann gehen, Dan is het, es ist wow, wunderbar. smakelijk Und huis. man fühlt sich tus. Und das ist wunderbar. Da sind die Saufers, da sind die scheine Sol, vielleicht noch mit einem Kamin, das wärmt. Da ist die Church, wo dort scheine Ete gemacht wird. Und das ist die Schlupfstoff, wo wir so scheine Ruhe kennen. Das ist einfach da Bäne. Und so ist es auch mit uns Charpa. Hier Bäne es wird. Ja? Also wenn wir der Tempel Gottes sind, wenn wir da nennen gehen, dann wollen wir auch in unserem Charpa sein, dass es manchmal ganz anders aussieht als von Buiten. Da sieht es manchmal Geschmack abgeriemt, ja, aber manchmal auch sehr durcheinander. Und zu diesem möchte ich beide, dass du vielleicht, Edward, uns ein bisschen die Geschichte von Samuel und David verteilst. Bestimmt kannst du die noch denken von der Sinderschule, wo dort uns vergebracht wird. Ik zie immer waren erstaunt van die Geschichte van Samuel en David. Voor mij is dat een wunderbare Geschichte, wo Samuel no David zijn familie kent. En door alle jongens durchgegaan en hij wil zijn wonen soll kennig worden. So verstehe ich die Geschichte, nicht so? Ja, und da ja, viele sehen es, ja. Und wo musst du anfangen, wenn du wirst, bei den Schmacksten, bei den Stolzen, in der Zeit wäre das besser verstanden, kämpfen. Ja. Und so bracht David sein Vater auch, den ersten Geratsten, dann den zweiten Geratsten. Und Samuel sagt immer, nee, das ist nicht, was Gott mir sagt. Und dann auf einmal wären so alle Jungs durch, alle schmackige Jungs wären durch. Und dann sage ich Samuel, und wo ist der Junge, nur wem ich noch warte da? Na, weil den hat wir gar nicht raupen wollen. Aber auf einmal waren sie an, du wie noch ein Junge ab der Stabtisch, post nur der Schub ab. Dann sage ich Samuel, nu holt den, schwind. Dann wird am Jeropen, nee, aber das ist ein kleiner Junge. Jo, aber holt den, ich will den seine. Und dann holen sie den Jungen, und der kommt für Samuel, und Samuel schickt den an, und Gott redet ihm, das ist das, was kann ich über Israel sagen. Dan zegt Samuel, weet je wat? De mens die checkt immer, wat de buiten is. Hij checkt wat de helpen van buiten is. De grote stoik, wie mannen checken de grote stoik. Doe not check wie. Maar hij zegt, God, die checkt wat binnen is. Hij checkt nog hard. Hij checkt veel dieper als onze uw mensen kennen. En darüber will wir gerade von da reden. Wenn Gott uns von binnen sein kann, dat kan die Spiel uns gar nicht wiesen. Wir tschitschen einmal nennen und weiter gar nicht, was dahinter steigt. Und wenn wir dann sein wollen, dass Gott zu Anfang sagt, er mag den Menschen, und dann, was er dann Edward? Dann
Dan puist de laften aan me nennen. Oder Ja. wat willst du noch dort kommen? Ja, der Odem. Soll ich die Bibel stehen ja, mal lesen? lies dir einfach dort erst viel. 1. Mose 2, Vers 7, du sagst dort, in Gott der Herr formt einen Mensch, das du hier siehst, er formt dort, Ja. von ihr und puist den lebenden Odem in dem seine Nesen nennen, und er wird ein lebender Mensch. En daarop mochten we komen. Dit wat we voor ogen hebben, dit wat we zijn, dat is längst niet wat echt werkelijk zie. Denn wat echt werkelijk zie, dat is dat wat God neergepust heeft. Daarmee betekent dat we een zeil hebben en die wordt niemals sterven en ook de jest. En in een zeil, daar heeft God krijgt het neergeboet uit wat dat veilen. Ja, moet even treurig, moet even zeer vrouw. Daar heeft hij ook neergelegd dat we denken kennen. Daar heeft hij ook neergelegd ons willen. En daar hebben we twee, niet? Uit dat. Daar hebben we een gouden. Maar daar hebben we ook een basje. Ik Ja? glaube, der Basti ist ein bisschen stark Oh, manchmal. manchmal ist er wirklich stolz. En daar krijgt wel zo te nemen. Daar wird ons vriend einfach ans stieren. Der ist sie überhaupt, seitdem der gefallen ist, bloß daran bemüht, uns zu schreien und anzuleihen. Hij will stehlen, hij will zerstören, ja. Er hat zwei Mal gesagt, wie das hier. Alles twee maken, ja, zoals du das sagst. En hij will uns auch wegschreien. Hij will uns einfach Sein Ziel ist einfach der Tod. kaputt machen, uns dood machen. Aber als Gott uns geschafft hat, dann hat er uns einen freien Wille gegeben. Und er ist da und will uns wirklich zum Sieg führen. Wenn wir unsere Seil nennen, da waren wir so manche truhet und uns vielleicht fingen, vielleicht auch nicht. Aber wo geht die? Wo sind die Wunden, die der Feind in uns schlunen hat? Die ganz erste Wunde, ist manchmal krijgt dit te zien geschoven worden, oder vielleicht gar nicht gewünscht, ob das Eid zu sein. Ja, ich kann mich, entschuldigt, dass ich unterbreche, aber ich kann mich erinnern von, als ich ein Kind war, waren Menschen, die eine Freundin, die ich hatte einen Moment, wo die Freundin sagte, wie wollen wir mit dir? Das waren die schlimmsten Momente in meiner Welt, was das dann gab. Und ich glaube, so trouwen viele Menschen, was du kriegst, sagst, Ja. Leben lang. Dat trugst du als Kind Ja. en dat ging met die met. Als du was, Ich muss mich einfach los sein von dieser Ja. Video, wo Ja. Menschen mich Ja. zu sehen gestellt haben. Ja. En wie brücke ich da bleiben? Aber vielleicht beschreibt du jemand, wo die Mutter vielleicht al meid wäre, wie es 1, 2, 5 Kinder wäre, vielleicht wirst du das 7. und wirst gar nicht so recht gewünscht. Und weißt du, dort hast du all gesperrt, als du in deine Mutter lief wirst. Aber dann kommst du zu dieser Welt und da wird noch gar nicht dort ein da. Dann wäre vielleicht die Geschwister und die hadden vielleicht mit die zu zanken, die hadden vielleicht über die wat zu schellen und alles ging in deine Seil. Alles fragst du an die, alles schluckst du, so wie auch manchmal sagen. Und dann wurde die Wunde immer geraten, immer geraten. Dann hast du vielleicht einen dollen Vater oder vielleicht einer, der vom Alkohol abhängig wird. Und du musst so viele Sachen hören, was dir gar nicht gefallen hat. Oder auch, dann gingst du zur Schule. Und vielleicht in der Schule wären Lehrer, die die gar nicht verstehen können. Vielleicht wirst du ein bisschen schwanger im Lehren und alles riechst du auf den Deitel. Oder wirst du vielleicht nachher in der Jugendzeit und hast dort so manches erlebt. Wie viele Wunder sind in unserem Leben vorgekommen, die ganz verstopft da sind. Wenn ich mir im Spiel steht, kann ich dort nicht sein. Aber wenn ich im Spiel Gottes steht, dann wiest er mir so was. Und er wiest mir, dass wir gar nicht da bleiben brauchen. Er ist der, der den Sieg in uns tragen will. Er will uns heilen von all das. Stell dir vor, wenn du nun nicht die aufgesagt hast, wenn du nicht zu Gott gehauen hast und davon frei geworden wirst, wo würde die von da gehen? Ich sehe das ein bisschen so aus diesem Spiel, was er in uns nennt, dass das ein Spiel ist und du wurden Sachen neu geschmieden. Du wurden Ja. Blatt neu geschmieden, du wurden Grieset neu geschmieden. Ja, gerade so Und du ist von den Spiel mit wie waren reinwaschen, dass die waren Ja. blank ist und dass wir uns seine kennen. Und so sehe ich das in meinem Leben. Und baut sie wieder ein Spiel rein? Nou, dat moet ik van die weten willen. Da hat Gott sich so was wunderbar
vielleicht uitgedacht oder geplant, indem er sein Sinn schenkt. Und der lebt auf diese Erde, der hat uns so viel Geld gelehrt, ja, Edward. Ja. Aber er bleibt nicht bloß dabei. Er geht spät am Eng, er geht am Schritz, er leidet sein Leben für die und für mich, er vergaut sein Blut, damit echt wirklich davon alles frei werden kann. Und wo wir darüber frei werden können, da können wir Tag und Nacht noch wieder reden können. Ja, das ist ein Thema, das never zum Ende kommt. Dann haben wir vielleicht noch mal ein Thema für die Zukunft. Das mache ich immer, wenn wir für die Zukunft noch weiter, dass da noch ein Thema ist, was uns interessieren kann. Da werden wir dann wieder reden. Alright, und dann komme ich vielleicht noch jeden anhaben darüber was. Schön. So, wo geht es dann wieder? Wenn all diese Wunder da sind und wir uns im Spiel nicht recht sein können, weil es irgendwo war das Spiel, wie wird Bernen uns ist. Wenn wir traurig sind, wird uns gesagt, bestimmt dort wiese. Wenn wir bossig sind, schieben wir nicht freundlich. Wenn wir kaputt sind, dann leihen wir uns vielleicht im Bad und lassen uns scheinen sein, weil es uns so schlecht geht. Oder wir waren rebellisch. Wir wollen gar nicht wieder leben. Wir waren krank. Wir haben Angst, wieder zu leben. All so kann dazu kommen. Und ich möchte nur sagen, diese Wunder, die will der Herr Jesus in uns alle heilen. Es ist leicht. Oh nee, das ist nicht leicht. Manchmal ist es ein langer Prozess. Aber er steht da und er will uns helfen. Und er sagt uns, ob Menschen zu sehen, damit wir wirklich auf diese halb der Menschen schreien, die von Gott beschenkt waren, uns zu helfen. Wow, schön. So, Rosi, wir haben noch viel Thema holen für das nächste Mal. Was wird deine Mutmachende Wert von der sein für uns? Meine mutmachende Wert würde vielleicht in der Hinsicht sein, was in meinem Leben passiert ist. Wenn ich noch die Wunde gegangen wäre, was Gott in mein Leben geschlagen hat, dann wird bloß noch besser da sein. Und im Wort Gottes steht, dass wir keine bessere Wartler Wurzeln zu sehen, sondern dort wir dann, wenn dort kommt, wenn diese Bitterkeit in uns ist, dort wir dann wirklich zu Jesus kommen und sagen, so will ich nicht wieder, bitte halt mich. Und wenn wir um Halt beten, dann ist er da und er wird uns helfen und er wird uns den Sieg schenken. Wow. Amen. Ja, Gott, der will uns helfen, loszukommen von aller Bitterkeit und auch die liebe Jugendlichen. Hab Mut, diese Bitterkeit loszulassen und sie sehen. Bis das nächste Mal. Dit Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Fragen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.